die Ehre. Ich bin's, der Birger. Heute habe ich etwas, wo ich nicht so ganz gewusst habe, mache ich ein How-To oder ein Kruzifix. Wird ein bisschen beides und ist vermutlich das schlimmste Video, das ich jemals schneiden hab müssen. Heute heißt's How to Hitlers Brumpfzeit. Du fragst dir jetzt, what the fuck, warum Hitlers Brumpfzeit? Da kommen wir gleich dazu. An jeden Arachnophobiker wünsche ich ganz furchtbar viel Spaß. Auf geht's in Phase 1. Kenne deinen Feind. Kurz und schmerzlos. Es geht um ihn. Ja, aber Birger, was hat denn das mit dem Hitler zum tun? Diese verschissenen Drecksviecher sind das Asozialste, was all of a sudden an der Wind huckt. Und darum heißen es bei mir Hitler. Die Rede ist von der sogenannten großen Winkelnetzspinne. Und ich leg mir hinten ins Feuer, dass ich nicht der Einzige bin, der regelmäßig diese Mistviecher im Haus hat. Und kommt's mir ja nicht mit. Mi, du Mädel, nimm's halt und tu's aussehen. Nimm halt ein Glasl, tu's drüber, schieb was drunter und tu's aussehen. Ja, bla. Halt doch dein Maul und tu dich selber aussehen. Der Schmerz im Herbst drucken die Spinnen einer, hat einen Grund. Ab Mitte September bis Mitte Ende Oktober ist beim Hitler fucking Brumpfzeit. Da denkt sich der Hitler selbst so, fuck it, ich geh jetzt voll retard, such mal Weiberl, weil ich gern 4000 Kinder kriegen hat. Und natürlich in deiner Bude. Wo denn auch sonst? Ähnlich wie bei uns ist dem nodigen, schwanzgesteilten Hurensohn in der Zeit alles wurscht und rennt darum komplett lost wild in der Weltgeschichte umeinander. Dann sind's überall. In der Badwanne, in der Dusche, in der Spüle, mitten durchs Wohnzimmer, was weiß ich nie. Diese Arschlöcher schauen aus wie schwarze Sterne an der Wind. Wenn's so fett sind, dass sie scheiß Schatten werfen, wenn sie am Boden vom Fernseher umeinander rennen. Wenn's so fett sind, dass du einen Aufschlag hören kannst, wenn sie irgendwo runterfallen. Wenn's so fett sind, dass du eine Steps hören kannst, wenn sie mit 4000 km/h davor rennen. Okay, tschüss. Der 4000 km/h Hitler. Und ich bin überzeugt davon, dass manche so fett werden, dass sie sich selber Tieren aufmachen können. Im Sitzen. Und ich rede nur von ihm. Nicht von seinen kleinen Schwestern am Goebbels oder am Göring, die eh nicht reinkommen oder in der Wolfschanze noch mit dem Eco-Mocker bleiben. Nein, nur er. Und was wir dagegen deren sehen wir in Phase 2. Prepare for Battle. Die dümmste Scheiße ist, dass du nicht viel dagegen tun kannst. Hausmittel wie Lavendel, Minzöl interessieren einen Drecks-Hitler, kein Stecker nicht. Ich hab mir einen Damm aus Lavendelsackel gebaut. Piffkas, denkt sich der Hitlerbert. In den 5-6 Wochen hab ich trotzdem 30 und mehr erschlungen. Ein bisschen vorbereiten kannst du aber. Staubsauger, immer griffbereit. Am besten eigentlich in jedem Raum einen. Achtung, Pro-Tipp. Der drecksverhurte Ekel-Hitler grabit wieder außer. Kein Witz. Saug irgendwas nach. Storndl, Ceremis-Bresel aus dem Blärmitup von der Mam. Oder wenn's dann Geldscheißer daheim hast, wirfst 48 Cent Stückel am Boden und saugst dir am D hinten nach. Taschenlampen, immer griffbereit. Und du weißt warum. Du sitzt beim Fernsehschauen und siehst einen komischen, dunklen Fleck in der Finstern. Ist eine, ist keine. Leicht's halt auch an und griff nicht mit deiner Handylampe umeinander, weil's genau weißt, was passiert, bis du die rausziehst. Flups! Und schon ist's weg. Irgendwo hinterm Schrank oder unterm Bett, da wo du halt nicht mehr hinkommst, dann hast du komplett verschissen und kannst der Bude auf eBay Kleinanzeigen als Geschenk einstellen gehen. Ein Fliegengitter ist das Einzige, was ein bisschen was hilft. Lockdown im Haus. Wenn's nach mir geht, darf ich ja gern die finster Zombie-Apokalypsen-mäßig vernageln. Und ja, man munkelt, dass ein Flammenwerfer, ein Plasmabolter und natürlich ein schottischer Zweihänder auch noch nie geschossen hat am Nachkastel. Ha, aber was weiß ich schon. Weiter in Phase 3. Wenn das auch nichts hilft, tja, dann hast du jetzt noch genau 2 Optionen. Option A. Nutz deine Vorstellungskraft, wenn's du eine siehst. Stellst dir vor, der Hitler hat 8 ganz klitzekleine Schuhe an, Schüchen und Wadelstutzen, einen Hut auf, 8 putzige kleine Anime-Augerl. Oh mein Gott! Und wenn er's Rosen anfängt, schreit er die ganze Zeit, hui, schau wie muss ich können, ja tschüss dann. Oder Option B. Scheiß auf den Benzinpreis, ruf an Hans an und sag ihm, Hans, geh zu Flammenwerfer, Hans! Ich hoffe, euch hat es ein wenig amüsiert. Das ist echt ein Thema, das verfolgt mich schon mein ganzes Leben lang und da bin ich sicher nicht der Einzige. Jetzt hast du schnell ein Like raus, lass ein Abo da und aktivierst Glocken, was es ist. Und ich schleich mich und schwing meinen schottischen Zweihänder durchs Schlafzimmer. Haut's euch eine, bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre.